Vielen Dank, Benny. Ja, und ich darf hier im Studio sitzen und Leo auf dem Sofa haben, der mir noch mal ein paar Fragen beantworten wird zu dieser Message, die du gehalten hast. Leo, es ging ums Thema Frieden. Das ist ja eigentlich recht groß und doch bist du auf den Sabbat eingegangen. Möchtest du das noch mal so ein bisschen zusammenfassen? Ja, weil am freien Tag schaut man zurück und man reflektiert in dem Sinn oder holt sich am Feedback rein, wie war die Woche oder was hat mich auch gestresst. Und es gibt ja verschiedene, sage jetzt mal, Auslöserpunkte und die schaut man dann in dem Sinne an. Und dann habe ich ja ein Bild eben genommen, sage jetzt mal, den Blutsbund oder den Bund sind so 9 verschiedene Elemente, wo man dann eben auch nehmen kann, um zu sagen, okay, das hat diese Bedeutung, ich nehme das in Anspruch und man löst dann so in dem Sinne einfach im Gebet, in einem Dialog am Sabbat diese Punkte wieder. Der Sabbat, ich meine, das ist ja für jeden dann aber auch einen anderen Tag. Oder wie, muss man den einhalten? Du hast gesprochen von reflektieren, die Woche zu reflektieren. Muss man das? Also im Neuen Testament ist es so, der Sabbat wurde nicht gegeben für Gott, sondern für uns Menschen, den wir brauchen, um zur Ruhe zu kommen. Natürlich jetzt im jüdischen Text ist natürlich der Sabbat genau ein Ablauf in dem Sinne. Dann haben jetzt bei uns in der Schweiz ist das Sonntag, aber dann kommt es auch immer darauf an, wie arbeitet jemand in dem Sinne und es spielt nicht in meinen Augen, sage ich jetzt mal, so eine Rolle. Wenn man das macht, wichtig ist, dass man das macht. Ja, und wie bringst du das im Alltag ein? Oder wie habt ihr das gemacht als Familie? Weil es gibt verschiedene Seasons. Ja, bei uns war das natürlich einfach. Der Sonntag war für uns klar definiert, ist immer ein Church-Tag. Da haben wir nie Ausflüge gemacht. Das schon von Anfang an. In dem Sinne, Sonntag war immer der Church Day. Und für uns war so der Freitag mit der Familie am Samstag. War immer so gewesen, aber immer so, dass am Samstagabend die Kids auch in die Youth Church gehen konnten. Also wir haben nie einen Ausflug gemacht, wo wir nicht um 6 Uhr zu Hause gewesen sind, damit sie immer auch gehen konnten. Sonst ist man plötzlich eine Konkurrenz dann eigentlich zur Church in dem Sinne. Aber dadurch, dass ich ja nicht einen geregelten Arbeitsablauf habe, ich habe oft am Samstag Konferenzen, bin irgendwo, dann haben wir das immer ein bisschen nachgeholt, indem wir dann halt 3 Wochen später zum Beispiel 3-4 Tage unter der Woche Urlaub gemacht haben, das zu kompensieren. Aber am Ende vom Tag ist es wichtig, dass man eine Strategie hat und sich das auch einplant und auch die Frage stellt, wo reflektiere ich effektiv? Man kann ja frei machen, ohne eben sich daran zu erinnern, was Gott gemacht hat. Ja, genau. Du hast etwas, das hat mich angesprochen. Ich kämpfe nicht, er kämpft für mich und wenn Gott für mich ist, wer mag gegen mich sein? Das sagt man so, ja. Und das glaube ich auch, aber trotzdem, wie ist das mit einer Person, die wirklich vielleicht über Jahre jetzt schon irgendwo in einem Kampf drin steht und sagt, ich spüre das einfach nicht. Also, wie sollen die mit dem umgehen? Also das ist eine ganz, ganz gute Frage, weil es ist auch im Hebräer Kapitel 11 werden ja alle diese Heroes, Frauen und Männer aufgelistet, was sie für gewaltige Taten mit Gott erlebt haben. Da gibt es aber am Ende so einen Vers von Leuten, die waren Gott treu, die hatten eine Verheißung und haben es nie erlebt auf ihre Lebzeiten. Und dennoch heißt es, haben sie den Glauben an Gott nicht abgebrochen. Und für mich ist das die Position, die ich auch nach x Jahren in einem Kampf nicht rausgehen würde. Es hat mit der Position zu tun und dann auch das Timing ist ja am Ende vom Tag immer in den Händen Gottes. Aber es gibt ja gewisse Dinge, wo ich weiß, ich kann es selber nicht lösen. Und die Hoffnung ist etwas, was eine Gabe Gottes ist, dass ich nie aufhöre zu hoffen und zu glauben, dass ich noch mal etwas ändern kann. Also ich sage den Leuten immer, gib nicht auf und du bist nicht die einzige Person, die das Gefühl vielleicht hat, Gott hat das nicht erhört oder kämpft nicht für mich. Und da macht Hebräer 11 eben Mut, weil sie haben nicht den Glauben an Gott über Bord geworfen. Sie haben dennoch und trotzdem festgehalten an Gott, obwohl die Zusagen sich nicht erfüllten. Also es waren ja Zusagen. Dennoch haben sie nicht an Gott losgelassen. Dennoch und trotzdem. Und er zieht uns diesen Mantel an. Willst du da noch mal was sagen? Es ist so ein schönes Bild. Ja, der Mantel ist auch für mich, dass ich mir bewusst bin, ich bin gekleidet mit allen Möglichkeiten, die Gott hat. Also ich darf mich nicht limitieren lassen von etwas, was menschlich geht oder nicht geht. Oder? Meine Frau sagt immer so einen lustigen Spruch, ob jetzt du für 100.000 Euro betest oder für 1 Million. Und sagen die Leute, ja, das ist ein Riesenunterschied. Sagt sie, ja, was ist der Unterschied? Ist eine Null. Sagt, lass dich doch nicht durch eine Null limitieren. Und ich finde eben diese Perspektive gut, dass man sagt, das ist für Gott gar kein Thema. Logisch teilt es dann ja Gott am Ende vom Tag so aus, wie er es will. Aber ich limitiere ihn schon gar nicht, weil ich weiß, ich trage eigentlich schon die Wunder in mir und auch eine Botschaft, Gott kann das Unmögliche möglich machen. Genau. Hello. Möchtest du ganz ein kurzes Gebet einfach noch für uns sprechen?
nochmal diesen Frieden Gerne, reinsprechen. gerne. Also ich segne dein Leben im Namen des Vaters, im Namen von diesem Sohn von Jesus Christus und auch im Namen des Heiligen Geistes, dass du weißt, du bist nicht allein in deiner Situation und dass Gott, wenn Gott dir deine Augen aufmacht für deine Situation, wo du drin bist, wie Gott auch eine Lösung austeilen. Gott ist ein lösungsorientierter Gott. Und ich bete für diese Lösungen und dass Gott die Kraft auch gibt, das zu lösen in seinen Namen. Amen. Amen. Vielen herzlichen Dank. Hey, und dir wünsche ich jetzt eine ganz friedvolle Woche, dass du es wirklich spüren darfst, dieser Geist und dieser Jesus, der mit dir geht. Alles Gute, sei gesegnet und bis spätestens nächsten Sonntag. Tschüss.